Hi and happy Sunday. Hope you had a good week and welcome back to today's episode. Um, and yes, let's start. Maybe you heard or saw yesterday that I already released the pattern for my heritage shawl. It went live yesterday and it's now available on Ravelry, and together with a 20% discount until next Thursday with the code Harry20. But I will write it down and also place the direct link to the pattern over below. And last week I told you that I made a version in Kid Silk, or better said in Kid Zeta from Gepard Yarns as well, but I couldn't show it to you because it was still with Christine, as she blocked it for me. And now I have it here and I can show it to you. Ta-da! And as you see here, I made a 3-color version with gold, light blue and pale rose, but it's everything else used the same pattern like the original one, just changed the fiber and added another color. So as you see, you can leave your creativity flow, and you don't need to make it only in 2 colors, or you can also make it in 1 color, of course, whatever you like. And the fluffy version is quite airy and yeah, I think also a cool one now for summertime, especially for this summer, where we always freezing, and just to put it around your shoulders in the evening or even during the day, as the days are not really warm at the moment, but it should be better from tomorrow. They said it will be 26 degrees, so let's hope, fingers crossed, but I will believe it first if the warm weather is here. What else from this week? Oh yeah, maybe you saw on Instagram I posted a reel for how I cast on under the arms by double knits if I work a cardigan or a sweater in double knit. And because I could show it to you, as you remember the cardi in the box, my goal for this week was to separate the sleeves from the body, and I did it. So, and I could show in a short reel on Instagram that I use the provisional cast on, crochet cast on. So then I will not get any seams under the arm when I pick up these stitches for the sleeves. Then it really smooth. So if you haven't seen it yet, why not
check it out and save it for later because it's really a cool tip. But you can use this kind of cast on for any underarm cast ons on garments, because it's just invisible in any case. So I really like this way of cast on, but normally I just use it for double knits. Maybe just because I'm a bit lazy, and when I come to the point where I have to separate body and sleeves, I normally, or maybe I'm sitting outside and don't have a crochet hook with me or some leftover yarns, so I would have to go inside. So it's quite faster just to cast on the normal way, but it's just a little pro tip to make it really nice and without seams. And yes, it grows, but still a lot to do. But I'm always try to knit a few rows per day, that it gets constantly growing. But I keep you posted about the Cardi in the box. But I fulfill my week goal. Yes. Then also, I think 2 or 3 weeks ago, no, I think in the first week of June, I got a delivery of hobby yarns. I'm in the influencer program, and there you get from time to time some promotions you can apply for, and then you can choose from the yarn they would like to promote and get some, and you can knit something, you can make a pattern. Of course, you have to post on Instagram, and this from time to time I jump in, but rarely. And this year or last month they sent an email for the yarn cotton linen, this one, and it sounds really cool. It's 50% cotton, 35% viscose, and 15% linen. And the color, this color is it's not really visible here, but something like, I say sand, but it has another name. But if I show you this one, you see what I mean. All the yarn, or all the colors of this yarn, are two-colored. And I thought, oh yeah, that would be maybe a cool summer knit yarn. And I have to say, yes, it is. I used my Puma shirt pattern as the basic without the lace inserts. I just skipped the lace part, and then it's just a simple raglan sleeve from top down knitted, and I made it, this was my main color, and at the end I made a dress. But I can't show you the dress yet, it's finished, but it's drying, and as always I really forget
how long cotton linen needs to dry after blocking. So it's still downstairs and drying, and it looks nicely. I used these colors just for the edges to give a little splash of color. Also, I posted already a photo of it on Instagram, and I think tomorrow I need to make a little reel. So I really hope my dress will be dry, and I will show it to you next Sunday, because then it's 400% sure that it's dry. But yes, if you get somewhere, maybe in your, I don't know if Hobbii is also in local yarn stores. I don't know. I really don't know. But I really can say it's a great material. It's smooth to work with, and it also very smooth touch after knitting. And I will show you next Sunday how it looks. Yes, this was maybe the most thing I was knitting this week, just to finish the dress. This was my second goal of the week, to reach bind off and blocking of the dress, and also this one was done. Otherwise, this week I was a lot working on the computer, and with accounting, and of course preparing the release of the heritage shawl. And this was hard work, especially the accounting. That was worse, but I did it. And next week some more accounting is waiting for me. So yesterday, after the release, I thought, okay, actually I should make 4, 5 design orders, and all are on different stages right now, but all needs quite a lot of concentration. So I thought I'm in need of another mindless self-love knitting project, and I was looking around in my very little yarn collection, and I found this. It's, let me tell you, it's from Trillis, of course. And it's her base Eros, 95 superwash merino and 5% silver stellina. One is color Sirius Black, and the other is Le Louvre. And these are the skeins she gifted to me at the last Swiss Yarn Festival. And yes, I started, now you will start to laugh if you see it, I'm sure. I was totally in the mood for another line and stitch knit, and yeah, so far I really like it. If I would show it to my husband, he would say, oh, it reminds me of some
curtains from the 70s. Yes, he's true. It does remind me of them as well. And but right now I'm not sure if it will be a stole or scarf, or if I should make something like a shirt. So, but at the end, for the moment, it's quite a mindless knitting. Just knit one, slip one, knit one, slip one. And on the back side, purl one, slip, purl one, slip. So it's really what I need at the moment. And if you're fancy or in the mood, you can tell me below in the comments if you would make a stole or a shirt with it. And I really didn't have decided yet. I think both could be really nice. And I don't know if you see, I don't think you see the stellina, but a little bit, just a little bit. But it's so nice with this little sparkly inside. I'm in love with it. So, and let's see how much mindless knitting I will need next week to recover from accounting, and how much it will grow, but I will show it to you next Sunday for sure. Yes, and you know, it's already mid of June, so we are close to finish the first half of this year, and it's so crazy how the time is running, and so many work still waiting for me, especially a lot of finished knits which should be written. And yes, fingers crossed that soon a next pattern is in the stage to be released, maybe a sweater. We will see. So I think that's for the moment. That's my weekly roundup, what's going on here, and I hope you enjoyed it and are curious how far I am with this one and the Cardi in the box next week. So have a nice evening and see you soon. Bye. Hallihallo zusammen. Es ist schon wieder eine Woche vorbei. Unglaublich, wie die Zeit rennt. Und eventuell hast du es ja auch schon mitbekommen, dass ich gestern meinen Heritage-Schal veröffentlicht habe. Aber ich habe euch ja noch versprochen, letzten Sonntag, dass ich euch auch noch die Fluffy-Version zeige, die ich aus Mohair oder Kidzilk gelismet habe. Die habe ich den letzten Sonntag nicht da gehabt, weil er noch bei der Krigi war. Sie hat mir den geblockt. Danke, liebe Krigi. Und dafür ist er jetzt aber da und wunderbar schön gesponnen. Und den habe ich aus Gepard Kizeta gelismet. Und wie du siehst oder wie ihr seht, da habe ich eine dreifarbige Variante gemacht. Der Hauptteil ist in Gold, dann hellblau und noch ein Rosa für den Abschluss.
Also ganz klar, wie immer, man muss es nicht einfach nur zweifarbig machen. Man kann es einfarbig machen, man kann aber auch 3 Farben einbauen. Oder ja, natürlich kannst du es auch in einem Farbverlauf machen. Deiner Kreativität ist da keine Grenze gesetzt und einfach, wie es dir gefällt, kannst du da dahinter. Alles andere vom Schal, also habe ich übernommen, das Muster natürlich, und auch dann die Kraus rechts, also Trippli Einsätze und logischerweise dann auch Bordüren, wo man ja braucht, um den Schal dann abketten, weil man die gerade seitlich dran anlismet. Der Schal ist auf Reveille erhältlich und bis am nächsten Donnerstag mit dem Code HERI20 gibt es 20% Rabatt auf die Anleitung. Ich setze nachher, also ich tue den Direktlink zu der Anleitung unten in die Shownotes ziehen und den Couponcode schreibe ich auch dazu an, damit der nicht vergessen geht. Genau, dann, letzte Woche, habe ich ja gesagt, dass ich den Cardi in the Box weitermache, so wie er halt ist im Moment. Und ich habe mir wirklich als Ziel gesetzt, diese Woche die Ärmel vom Körper abzutrennen. Und das habe ich geschafft. Hast du vielleicht gesehen auf Instagram. Ich habe dort dann auch einen kleinen Reel gemacht und gezeigt, wie dass ich anschlage unter der Achsel für Double Knit Jacke oder Pulli. Und zwar brauche ich dort den provisorischen Hökelanschlag, weil der gibt dann einfach wirklich eine unsichtbare Naht. Oder eben besser gesagt, keine Naht. Ich kann dir das schnell hier zeigen. Also, wie du siehst, ist da getrennt. Und ich habe das einfach mit Restengarn habe ich 6 Maschen aufgehäkelt, weil ich habe, also 3 Doppelmaschen gebraucht, also habe ich 6 Maschen aufgehäkelt, habe die dann im gleichen Rhythmus, wie man halt Double Face abgelismet und nachher, sobald ich zu den Ärmeln komme, kann ich dann die 6 Maschen so auf die Nadel nehmen und kann einfach gerade weiterlismen und es gibt keine Naht, weil gerade bei Double Face ist das einmal ein bisschen komplizierter, weil zum Beispiel beim Winter Wedding Coat habe ich das noch nicht, habe ich diesen Trick noch nicht gekannt und dort gibt es halt einfach eine unschöne Naht unter der Achsel. Man sieht es nicht, aber so ist es doch ein bisschen, einfach ein bisschen raffinierter. Die Anschlagsmethode eignet sich natürlich nicht nur für Double Face, sondern eigentlich für jeden Pulli und jede Jacke. Ich bin meistens zu faul, weil wenn ich da zum Abtrennen komme, habe ich einfach gerade kein Höckli rum, ich habe keine Restwolle rum und bin vielleicht draußen im Garten am Lismen und müsste einlaufen, holen und dann geht es halt einfach schneller. Zack, 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 mit Anschlag. Aber schlussendlich wäre es halt schon ein bisschen raffinierter, jeweils den provisorischen Anschlag zu nutzen. Müsste ich mir vielleicht ein bisschen mehr hinter die Ohren schreiben. Okay. Genau. Ich hoffe, dass ich die nächste Woche wieder ein bisschen mehr an dem nachlesen kann.
Vielleicht muss ich mir einfach vornehmen, jeden Tag so 2, 3 Reihen zu lesen. Vor allem jetzt sind sie auch wieder kürzer ohne die Ärmel. Anfangs Juni habe ich Post bekommen von Hobby Yarns. Ich bin bei Hobby so in einem Programm drin, wo man immer mal wieder ein Influencer-Programm oder sowas heisst, wo man immer wieder E-Mails bekommt für Promos. Und da kann man sich bewerben und vielleicht wird man angenommen oder nicht. Und wenn man angenommen wird, dann kann man von einer Bulle, wo sie gerne ein bisschen promoten, etwas auslesen. Und dann kommt es über. Ich kann lesen damit, ich kann eine Anleitung machen, muss aber nicht eine Anleitung machen. Ausser es steht explizit, das gibt es auch. Das Mal ist der Aufruf im Mai für Friends Cotton Linen. Und ich bin es dann anschauen und habe gefunden, mal, das sieht doch noch fein aus, vor allem für Sommersachen. Vor allem bei dem schönen, heißen Wetter, das wir im Moment haben. Also das ist das da. Und habe mir dann von dieser Sandfarbigen ausgelesen. Die Zusammensetzung ist 50% Baumwolle, 35% Viskose und 15% Leine. Hat 160 Meter auf 50 Gramm. Und ich habe gefunden, das klingt gut, probieren wir aus. Ich habe mein Puma-Shirt, die Anleitung vom Puma-Shirt als Basis genommen. Ich habe einfach den Lace-Teil weggelassen. Und dann ist es einfach ein Raglan von oben, hundskommun. Aber ich habe gefunden, ich schaue mal, wie lange das meine Geduld anhebt, weil ich will ein Kleidchen lesen. Und ja, das habe ich, glaube ich, in den letzten 2 Wochen fleissig daran gelesen. Und es hat so gut da einfach glatt rechts zu lesen, nichts studieren oder mitzunehmen und können zu reden mit der Krigi oder mit der Sascha. Es war einfach wirklich cool, zum runterzufräsen. Und das Coole eben eigentlich ist bei dem Garn, dass das immer zweifarbig ist. Da sieht man es eben nicht so richtig. Beim Samtfarbigen, dort ist es sehr subtil. Aber da beim Pink und beim Orange ist es gut. Und das habe ich gefunden, das macht jetzt noch Spass. Und das war meine Hauptfarbe vom Kleid. Und mit dem habe ich einfach an der Rändchen so ein bisschen Farbakzent gesetzt. Leider kann ich dir das Kleid nicht zeigen jetzt gerade. Es ist unten am Trocknen. Wie immer vergesse ich das Baumwollen- und Leinengemisch einfach schon ewig lang brauchen zum Trocknen nach dem Spannen. Aber morgen gibt es eventuell ein Reel auf Instagram, wo du es dann siehst. Und sonst natürlich ganz klar am nächsten Sonntag auch da wieder werde ich es dir dann zeigen. So. Und genau, weil ich diese Woche eigentlich viel am Kompi hocken und arbeiten. Einerseits viel Buchhaltung, andererseits natürlich die ganzen Vorbereitungen für Veröffentlichung vom Schal oder vom Tuch, besser gesagt. Ja, es war schon ein Krampf mit dem ganzen Computern-Zeugs. Oder vor allem die Buchhaltung, die ist...
Aber ja, nächste Woche wartet noch mehr Buchhaltung auf mich. Und darum habe ich dann irgendwie gestern Nachmittag, wo ich alles hinter mir hatte, für die Veröffentlichung, habe ich einfach gefunden, nochmal so ein kleines Mindless Lies Me Projekt wäre eben schon cool. Auch wenn ich 4 oder 5 Designaufträge im Moment in der Pipeline habe, wo ich machen sollte. Aber dort bin ich jetzt gerade überall einfach da so verschiedene Punkte, aber all die Punkte brauchen auch viel Konzentration. Und wenn dann mein Hirn schon aufgefressen ist von der Buchhaltung her, dann muss einfach irgendetwas auf der Nadel sein, wo man nicht an sich konzentrieren muss. Und dann bin ich durch meine ganz kleine Wollsammlung durchgegangen und habe etwas gesucht und gefunden habe ich die zwei. Die sind von der Lies. Das ist ihre Base Eros. Jetzt noch nicht kann ich euch erzählen. Genau, Eros. Und die hat 95% Superwash Merino und 5% Silver Stellina. Das siehst du, ja, da beim Gel siehst du es ein bisschen besser, glaube ich. Dass es so ein bisschen glitzert. Der dunkle ist die Farbe Serious Black und das ist Le Louvre. Und wenn ich es dir jetzt zeige, kannst du lachen, weil mein Mann würde jetzt sagen, lies mir wieder mal einen 70er-Jahr-Vorhang. Aber ich hatte Lust auf den Leinenstich und habe jetzt einfach mit dem angefangen. Und weil es ist zwar nicht einfach mindless wie glatt rechts, aber fast so mindless. Und zuerst habe ich schon einfach gefunden, ja, ich mache einen Schal oder eine Stola. Und jetzt bin ich mir aber nicht mehr ganz so sicher, ob ich wirklich einfach nur eine Stola machen will oder ob ich nicht vielleicht irgendwie so ein oversized Sommertöppli machen will. So ganzes Hundskommuns Graz. Ja. Du kannst mir ja sagen, was du würdest mit dem angefangenen 70er-Jahr-Vorhang machen. Ob da würdest eher einen Stola, einen Schal daraus machen oder ein Top. Ich lese mir jetzt einfach mal weiter, so weit, etwa 20 cm oder so. Das wäre dann gerade etwa mal die Armlochtiefe und dann werde ich mich entscheiden. Und je nachdem, wie viel Buchhaltung ich nächste Woche machen muss, sprich wie viel Erholung oder Kopfentlastung ich dann brauche, wirst du es dann vielleicht am nächsten Sonntag sehen, wie weit ich bin und für was ich mich entschieden habe. Genau. Und ja, das ist es eigentlich schon wieder gewesen. Meine wöchentliche, wie sagt man dem, Aufwischete oder so. Ja, 16. Juni. Wir haben schon Mitte Juni, also sprich, schon bald ist das erste halbe Jahr vorbei. Unglaublich, wie schnell die Zeit wieder läuft. Das ist einfach irgendwo Wahnsinn. Die Zeit, wo blinzelst einmal und schon ist das Jahr vorbei. Nichtsdestotrotz, geniessen eure Tage und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuschauen
Und wir sehen uns hoffentlich am nächsten Sonntag wieder oder zwischendurch auf Instagram. Bis dann. Ciao, ihr Lieben.